Nein, also, es ist ja nicht schlimm. Also, eine Ehe ist ja nicht dramatisch. Verstehst du? Es ist gerade bei einer Ehe, du musst halt damit rechnen, wenn du Pech hast, die kann Jahre dauern. Ja, ehrlich. Wenn es ganz blöd läuft, sogar Jahrzehnte. Verstehst du? Aber gut, machen wir mal einen Teufel nicht an die Wand. Nein, es ist echt so. Es kann da passieren, verstehst du? Und, ja, ihr lacht's, aber so eine Ehe, Leute, ist wirklich so, so eine Ehe verändert einen Menschen schon. Ehrlich, vor allem uns Männer. Ja, ihr lacht, du brauchst gar nicht da, weißt du, ihr seht es ja von vorne nicht, was ich meine. Ihr seht es ja von der Seite. Seht ihr das? Und wenn ich ein 8-Jähriger bin, da bin ich auch schon ein bisschen cool, weil als 8-Jähriger ist man auch schon ein wenig cool. Und da geht man wegen so Knie, dass man wegen so drin hängt, gell? Verstehst? Und man zieht natürlich eine Kappe auf, wenn man cool ist. Da habe ich da was mitgenommen. Ich habe da, ja, früher hast du halt eine John Deere Kappe aufgehabt. Wenn du cool warst, hast du, also zu meiner Jugend hast du eine John Deere Kappe aufgehabt, Eicher oder Fendt, verstehst? Aber da bist du halt nicht mehr cool mit sowas. Du brauchst halt mindestens eine Kappe da, wo mindestens Fakt draufsteht. Was auch immer das für ein Bullock ist. Und das musst du dann, ganz ehrlich, ich will das nicht, dass das Publikum sich nicht wohlfühlt, darum sage ich euch ganz ehrlich, wenn ich eine Meldefrage stelle, ihr braucht euch nicht melden. Weil wenn jetzt ich da so durchfrage, durch die Reihen, sind Preisen da? Ja, siehst du, das meldet sich keiner. Ne? Haben Helene Fischer-Fans da? Ach, du bist aber mutig, ja, leck mich am Arsch. Aber das ist ein guter Schnitt von 220 Leuten, eine. Ja, super, ich weiß schon, wie sie es machen muss, die Helene Fischer, gell? Brutal. Ja. Wer hat einen Thermomix? Ja. Du, bei dieser Frage, genau bei dieser Frage, weiß ich, dass das Publikum mir anliegt, weil wenn ich nämlich die Gegenfrage stelle, wer hat keinen Thermomix, meldet sie wieder keine Sau. Verstehst du? Ja. Verstehst du? Letzte Woche habe ich einen fatalen Fehler gemacht. Habe ich ins Publikum reingefragt. Sind Russen da? 3 mit Dingelfinger eh nicht. Aber habe ich echt, vor im Mittelfahren habe ich gefragt, sind Russen da? Keiner hat sich gemeldet, gell? Nein, keiner hat sich gemeldet. Dann habe ich um 3/4 mein Zeug ins Auto drum, gell? Dann haben sie gewartet. Wobei ich schon dazu sagen muss, das waren wirklich freundliche Russen, weil die haben mich gleich zu 5. gefragt, ob ich ein Problem habe. Verstehst du? Muss ich sagen,